Hello, hello! The Last Kingdom und The Last Preach. Heute Morgen ist das letzte Mal. Wer hat so die große Zahl der Predigten mitbekommen in den letzten Wochen? Wer war schon ein paar Mal hier? Ah, gut. Wer war letzte Woche hier bei Detlef? Wer hat das mitbekommen? Sehr gut. Ich war auch da und wir haben letzte Woche beim Thema aufgehört, das unglaublich stark war. Wir haben über David und Bathseba gesprochen. Ne? Die Szene, von der wir oft sagen, die wollen wir eigentlich nicht hören. Weil wir da immer so, das Bild von David gerät da immer ein bisschen in Schwanken und gerät ein bisschen durcheinander. Und ich habe leider heute keine besseren News für dich. Jetzt habe ich so ein Oh erwartet. Ja, genau, jetzt kommt's. Hey, nach dieser Message heute stelle ich dir eine Frage. Und du musst gut aufpassen während der Message, damit du am Schluss die Frage beantworten kannst, weil sie ist wichtig. Okay? Im letzten Jahr habe ich so einen kleinen Kurs besucht im ICF College. Und vielleicht kennst du das. Manchmal gibt es Dinge in unserem Leben, die sollten wir machen, aber jedes Mal, wenn du so dran vorbeigehst, dann denkst du, ja, mache ich ein anderes Mal. Jeden Sonntag kam ein Reminder vom ICF College in meine Mailbox. Hey Yannick, schön, dass du bei uns das ICF College absolvierst. Wäre gut, wenn du wieder mal eins von diesen Videos gucken würdest, was da online ist. Jeden Sonntag. Und jeden Sonntag habe ich mir gedacht, ja, gucke ich wieder mal rein. Und nächsten Sonntag war wieder, ja, gucke ich mal rein. Und dann kam die Mail irgendwann und ich habe einfach gedacht, ja, wegswipen, ignorieren, okay, gut, funktioniert. Bis dann einmal die Mail kam mit, Yannick, denk daran, nächste Woche ist deine Prüfung. Prüfung. Okay. Ich kam ein bisschen in Stress, ne, weil ich habe das vielleicht nicht ganz so gut durchgezogen mit diesen Videos, die ich da eigentlich gucken sollte. Also ich habe was aufgeschoben, was ich eigentlich nicht hätte aufschieben sollen, womit ich mich eigentlich hätte beschäftigen sollen. Und dann kam der Moment und es war Prüfung. Und eine Woche vorher kam ich richtig in Stress und ich musste andere Dinge mal ein bisschen auf die Seite legen und sagen, okay, ich muss jetzt das mit der Prüfung zuerst machen. Andere Dinge haben darunter gelitten, weil ich es verpasst habe, mich da regelmäßig mit dem zu beschäftigen, mit dem ich mich eigentlich hätte beschäftigen sollen. Wem ist das auch schon mal so passiert? Wir sind ehrlich heute Morgen, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ist eine Methode, die Sachen aufzuschieben, wenn auch keine gute. Wir haben da mit David und Bathseba letzte Woche ein elendes Kapitel mitbekommen aus der ganzen Geschichte von König David. Es ging darum, dass du Gottes Vergebung annehmen sollst, wie es auch David gemacht hat. Und ich lese euch kurz vor, was das Nathan nachher noch gesagt hat. Ne? Weil, ihr könnt euch vielleicht an die Szene erinnern, du bist dieser Mann, er hat da diese lange Geschichte erzählt. David, du bist der Mann, den ich da meine mit der Geschichte. Das war aber nicht das Letzte, was er gesagt hat. Im 2. Samuel 12, 10 bis 14 lesen wir, so soll nun das Schwert nie von deinem Haus weichen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau werde. So spricht der Herr. Sieh, ich werde aus deinem eigenen Haus Unheil gegen dich heraufführen und deine Frauen werde ich dir von deinen Augen wegnehmen und sie deinem Nächsten geben. Und er wird unter den Blicken dieser Sonne mit deinen Frauen schlafen. Du hast es heimlich getan, ich aber werde dies vor ganz Israel und vor der Sonne tun. Das ist das Urteil, das Nathan dann dem David übermittelt. Und wenn du so eine Nachricht bekommst, ich weiß nicht, aber das war wahrscheinlich für David ziemlich hart, das so mitzubekommen und zu wissen, oh, jetzt kommt da vermutlich was auf mich zu, was nicht unbedingt gemütlich wird. Und über das sprechen wir heute. Weil in Kapitel 13, gerade das darauffolgende Kapitel, kommt jetzt eine Geschichte, die sich viel mit den Söhnen von David beschäftigt. Du kannst dir denken, David hatte ja relativ viele Nebenfrauen. Aus diesen Beziehungen gab es auch ab und dann mal ein Kind, ne, wie das halt dann so passiert. Und David hatte viele Söhne. Einer von diesen Söhnen war Amnon. Und ein weiterer Sohn war Absalom. Und diese beiden Namen, die darfst du dir jetzt einmal kurz merken. Absalom hat eine Schwester. Das ist die Tamar. Und Amnon ist sein Halbbruder. Es sind beides Söhne von David, aber von verschiedenen Frauen. Amnon hat ein Auge auf Tamar geworfen.
Und es passiert eine schreckliche Episode in der Geschichte im Hause Davids. Amnon vergewaltigt seine Halbschwester Tamar. Und Absalom, der leibliche Bruder von Tamar, der wird sauer. Berechtigterweise, oder? Also das passiert quasi schon fast vor seinen Augen. König Davids Reaktion ist aber ein bisschen anders. Also Absalom wird richtig sauer, der wird richtig wütend. Und König David, bei ihm in 2. Samuel 13,21 lesen wir, als König David hörte, was geschehen war, wurde er sehr zornig. Punkt. Das war Davids ganze Reaktion auf das. Ich bin großer True Crime Fan. Ich höre mir oft solche Podcasts an. Haben wir auch noch so ein paar True Crime Fans, die ab und zu mal so einen Podcast... Ja, da gibt es so Kriminalgeschichten und du denkst dir dann auch irgendwann mal, es kann doch nicht wahr sein, dass so etwas wirklich passiert. Da werde ich auch manchmal wütend auf die Person, die da was gemacht hat. Aber wir sprechen hier von Davids Sohn, der Davids Tochter vergewaltigt. Und David ist der König, also auch gewissermaßen noch der Richter in diesem Land. Ich hätte eine andere Reaktion von David erwartet und wahrscheinlich auch Absalom, der hätte wahrscheinlich auch eine andere Reaktion erwartet. Guck, das Problem ist, David hat so viele Söhne. Er kann sich gar nicht um alle kümmern. Er kann gar keine Beziehung zu all diesen Söhnen aufbauen, die er da irgendwann hat, geschweige denn zu den Töchtern. Und durch diese Passivität, durch das, dass er sich nicht richtig um seinen Sohn kümmern kann, greift er da auch nicht wirklich ein. Er ist einfach wütend. Aber er greift nicht ein und belehrt seinen Sohn. Das ist die erste Message, die du heute mitnehmen kannst. Wenn du Kinder hast und sie machen was falsch, sag es ihnen. Okay? Weil diese Passivität, die hat zu nichts Gutem geführt. Die hat zu gar nichts Gutem geführt. Passive Beziehungen zu deinen Kindern, die können sehr, sehr gefährlich werden. Absalom hingegen, der wird richtig sauer. Und er wird berechtigterweise sauer, weil es geht noch ein bisschen weiter. In Vers 20 steht nämlich, und von da an lebte Tamar im Hause ihres Bruders Absalom, und zwar einsam. Stell dir das vor, die Schwester kommt nach Hause, erzählt diese Story und jeden Tag wird Absalom mit diesem Leid konfrontiert. Jeden Tag sieht er, wie seine Schwester einsam zu Hause ist, aufgrund von dieser Ungerechtigkeit, die passiert ist. Absalom wird wütend. Das war die erste Reaktion. Und über die 2 Jahre hinweg, 2 Jahre lang, jeden Tag, erlebt er dieses Leid, erlebt er diese Ungerechtigkeit. Vielleicht entsteht daraus irgendwann noch mehr als nur Wut. Vielleicht entsteht irgendwann Hass aus dieser Situation. Und du merkst, da entwickelt sich jetzt etwas ganz Ungesundes. In diesen 2 Jahren macht sich Absalom wahrscheinlich ganz viele Gedanken. Warum hat König David nicht anders reagiert? Warum hat er Amnon nicht zur Rechenschaft gezogen? Warum? Und durch diese Wut und durch diesen Hass, den es immer wieder gibt, jeden Tag neu, wirst du daran erinnert. Und irgendwann wird daraus, aus Hass und aus Wut, eine Bitterkeit, die dich nicht mehr loslässt. Irgendwann resignierst du mal so ein bisschen. Und das ist bei Absalom auch passiert. Der hat aber einen Plan geschmiedet. Und der Plan war wie folgt. Beim nächsten Mal, als Absalom seine Schafe scheren wollte, das war offenbar ein großes Ereignis damals im alten Israel, hat er all seine Brüder eingeladen. Das war eine Riesenparty, all seine Brüder eingeladen. Das sind viele. Hat die alle eingeladen und hat seinen Brüdern gesagt, komm, wenn Amnon da ein bisschen vom Wein getrunken hat und der so nicht mehr ganz blickt, was gerade passiert, dann bringt ihn um. Und genau das passiert. Die Brüder von Absalom bringen Amnon um, auf den Befehl von Absalom. Dann geht der mal ins Exil, König David bekommt davon mit und ist natürlich am Anfang auch wieder zornig und traurig über die Sache, vergibt aber dann Absalom ziemlich schnell und wünscht sich eigentlich, dass er zurückkommt, aber er kommt nicht zurück. Erst nach ein paar Jahren traut der sich wieder in die Stadt zu kommen, er ist im Exil gewesen
Und König David sagt, ja, er kann zurückkommen, ich will den aber nicht sehen. Also die Passivität von König David geht irgendwie weiter, oder? Er nimmt zwar seinen Sohn zurück an seinen Hof, sagt aber, ich will nichts mit dem zu tun haben. Guck mal, dass der irgendwo sonst ist. Absalom lässt das nicht auf sich sitzen, der macht sich bemerkbar. Er zündet nämlich das Feld an vom Heerführer von David, einfach um sich mal bemerkbar zu machen und zu sagen, ich möchte gerne mit dem König mal unter vier Augen sprechen. Und dann passiert's. David nimmt ihn zurück und spricht kurz mit ihm. Absalom ist aber außer Rand und Band. Er sagt, ich wäre lieber im Exil geblieben, als so hier zu leben. Das wäre mir lieber gewesen, als das, was ich jetzt hier erlebe. Er kann dieses Feuer, das mittlerweile in ihm brodelt, er kann dieses Feuer nicht mehr bremsen. Und ich glaube, irgendwann sagt sich Absalom, ich hätte besser entschieden als König David. Ich hätte eine bessere Entscheidung getroffen. Ich hätte von Anfang an das Richtige gemacht. Von Anfang an. Weil jetzt komme ich aus diesem Exil zurück und mein Leben ist nicht mehr so gut. Und wer ist daran schuld? Amnon, der Bruder, ist tot. Aber in dem Moment gibt Absalom seinem Vater die Schuld, warum das sein Leben nicht mehr so toll ist wie vorher. Weil er sagt ihm ja ganz direkt, ich wäre lieber im Exil geblieben. Ich wäre lieber da geblieben, als jetzt hier zu sein. Weil er das Gefühl hat, er hätte eine bessere Entscheidung getroffen damals. Er hätte das viel, viel besser gemacht. Kennst du das aus deinem Leben? Ja, komm. Also ich kann ja auch nichts dafür, dass ich jeden Abend mal so ein Schlückchen Alkohol trinken muss, dass ich da mal ein großes Bier haben muss, wenn mein Chef doch immer wieder so viele Aufträge gibt. Ich kann doch nichts dafür. Das passiert halt einfach. Ja, ich weiß, wenn meine Frau doch ein bisschen mehr zu mir geguckt hätte, dann hätte ich jetzt nicht so viel Zeit mit der anderen Freundin verbracht und dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Meine Frau ist dran schuld, sie hat mich halt nicht so groß beachtet. Ja, das ist halt ein bisschen blöd gewesen. Wenn ich nicht so viele Steuern zahlen müsste, dann könnte ich ja dem Bettler, der an der Straße steht, ohne Problem Geld geben. Es wäre kein Problem. Aber guck, mein Handy-Abo ist so teuer, dieses Europa-Abo, das kostet halt. Ich kann dem ja gar kein Geld geben. Merkst du was? Absalom gibt David die Schuld für eine Tat, die er selber entschieden hat und selber begangen hat. Das führt uns durch die ganze Bibel zurück, bis ganz zum Anfang. Adam und Eva. Die Schlange hat gesagt, ich soll den Apfel essen. Die Schlange hat es gesagt. Ich habe es nicht gemacht. Es ist nur passiert, weil die Schlange das gesagt hat. So oft lenken wir unsere Taten auf Dinge, die andere gemacht haben. Und daraus kann nichts Gutes kommen. Wir sind dazu berufen, selber Verantwortung für unsere Taten zu machen. Unsere Taten kommen von uns und nicht davon, dass jemand anders irgendwie reagiert und wir darauf wieder reagieren, sondern wir entscheiden, was wir machen und was wir nicht machen. Absalom reagiert auch auf König David, auf das hier. Er reagiert darauf, dass er sagt, ja, ich könnte das eigentlich besser, ne? Und zwar heckt er einen sehr, sehr perfiden Plan aus. Und den möchte ich euch kurz erzählen. In 2. Samuel 15, 2-6 steht, jeden Morgen stand er, Absalom, früh auf und ging hinaus zum Stadttor. Wenn jemand mit einem Rechtsstreit zum König kam, fragte Absalom ihn, aus welcher Stadt kommst du? Gehörte er einem der Stämme Israels an, sagte Absalom zu ihm, du bist wirklich im Recht. Aber beim König ist niemand, der sich damit befassen wird. Ich wünschte, ich wäre der Richter in diesem Land. Dann könnten die Leute mit ihren Streitfällen zu mir kommen und ich würde ihnen Gerechtigkeit verschaffen. Und wenn die Menschen sich vor ihm verneigen wollten, ließ Absalom es nicht zu, sondern umarmte und küsste sie. So verhielt sich Absalom jedem Israeliten gegenüber, der mit einem Streitfall zum König kam. Auf diese Weise schlich er sich in die Herzen aller Israeliten. Der Masterplan von Absalom. Das letzte Puzzleteil, das er jetzt noch braucht, ist ganz langsam seinen König zu verraten. Ganz langsam die Macht übernehmen. Das geht 4 Jahre übrigens. 4 Jahre macht das Absalom jeden Tag. Steht auf, geht hin und sagt, ja, wenn ich Richter wäre, dann wäre das viel besser. Und die Israeliten glauben ihm irgendwie. Aus der anfänglichen Wut wird ganz langsam
ein Hass. Aus diesem Hass wird eine Bitterkeit. Aus der Bitterkeit folgt nachher Stolz und daraus folgt der Verrat gegenüber seinem König. Das ist die Kettenreaktion, die Absaloms Gefühle so ein bisschen beschreibt. Seine Maßnahmen oder das, was in ihm vorgeht, seine Eigenschaften zu dieser Zeit, die lassen sich beschreiben. Wer von euch kennt den Film Die Unglaublichen? Wer hat den gesehen? Dieser animierte Disney-Film. Da gibt es einen Bösen, das ist der hier, der Tunnelgräber. Auf Englisch heißt er The Underminer. Weißt du, was der macht? Der ist ganz geheim unter der Stadt unterwegs und gräbt da Tunnel und versucht die Stadt so unter dem Fundament zu erschüttern. Weil wenn der da seine Tunnel gräbt, dann wird das Fundament irgendwann wackelig der Stadt. Und im richtigen Moment kommt der Tunnelgräber an die Oberfläche und dann ist es meistens schon zu spät. Genau das Gleiche macht Absalom mit König David. Er untergräbt seine Autorität. Er untergräbt das Ganze, was er sich aufgebaut hat. Und zwar so, dass es niemand merkt. Es merkt niemand, was passiert. Bis Absalom an die Oberfläche tritt und König David aus seinem Palast vertreibt. Absalom erklärt sich selber zum König und mit einem großen Teil des Volkes Israel wird er der neue König. Weil er hat sich ja da schön eingeschleimt bei allen. Er hat ja schön David das ganze Königreich so unterirdisch ausgehöhlt, sodass er jetzt übernehmen kann. Und Absalom wird König. David geht jetzt ins Exil. Absalom hat sich hier in eine Position gebracht, die ihm nicht zusteht. Vielleicht magst du dich erinnern, am Anfang der Serie, als wir darüber gesprochen haben, wie König David König geworden ist. Er wurde gesalbt und dann ging es ein paar Jahre und David hat gewartet und gewartet, bis Gott ihn eingesetzt hat. Er hat diese Geduld gezeigt und gewartet bis zu diesem Zeitpunkt. Absalom sagt, nee, komm, David macht das nicht gut, ich bin jetzt König. Er hat sich selbst zum König gesalbt. Er hat nicht auf die Zusage von Gott gewartet. Er hat es selber gemacht. Gehen solche Geschichten gut aus? Meistens nein. Er hat einen riesigen Stolz, er verrät seinen Vater und was du dir jetzt vorstellen kannst, was jetzt passiert, ist genau das. Das Ganze bricht zusammen. Weil die nächste Szene, die kommt, ist Absaloms Tod. Im 1. Petrus 5, 6-7 heißt es, beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. All eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Gott gibt uns die Position dann, wenn wir parat sind für die Position. Absalom war überhaupt nicht ready für diese Position. Gar nicht. Sondern er hat sich auf einen Weg begeben, der nur Schlechtes hervorgebracht hat. Und jetzt stirbt Absalom. Ich habe euch die Todesszene mal mitgebracht. Und zwar reitet Absalom auf seinem Esel davon aus der Schlacht. Er flieht gegen die Armee von König David und er verheddert sich mit seinen Haaren in einem Baum. Er bleibt da oben hängen. Und dann kommt Joab schlussendlich und bringt ihn da um. Jetzt, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Guck, David ist ja ein schlauer König. Ne? Und der hat irgendwie geschmeckt, da ist was im Busch. Und als dann Absalom tatsächlich seinen Platz eingenommen hat, hat er, König David, einen Berater eingeschleust, der Absalom beraten soll. Und zwar so ein bisschen falsch beraten, dass er ein paar Fehler macht. Jetzt, warum sollte Absalom auf den falschen Berater hören? Der falsche Berater kommt und nimmt das, wofür Absalom bekannt ist, und bringt es gegen ihn. Er sagt nämlich Absalom, hey, du bist doch so ein intelligenter, so ein schöner Mann. Ist ja klar, dass du diese Schlacht gegen König David gewinnen wirst. Du, der große, der stolze König, du wirst es gewinnen. Geh in die Schlacht, geh. Gott ist auf deiner Seite, komm, geh. Und er benutzt den Stolz von Absalom dafür, um ihn auf falsche Wege zu bringen.
Es hätte einen Moment gegeben in der ganzen Geschichte, beziehungsweise es hätte mehrere Momente gegeben in der ganzen Geschichte, wo Absalom sich aus dieser Position raus hätte bringen können. Wo Absalom wirklich einen Schritt hätte machen müssen, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Das am Anfang war schrecklich, ja. Es war eine ungerechte Tat, die sein Halbbruder da an seiner Schwester verübt hat. Und daraus ist es erst entstanden. Aber habt ihr gemerkt, dass in der Geschichte auch Absalom nie zu König David geht? Erst dann, als es zu spät ist, geht er zu David. Nämlich da, als Absaloms Herz schon verbittert ist. Und auch dann ist er zu stolz, um etwas zu tun, was er schon lange hätte tun sollen. Er hat seinen Bruder umgebracht. Es hätte eine andere Methode gegeben. Und das ist die herausforderndste Methode. Jeden Sonntag einfach deine Mails zu ignorieren, die Hinweise zu ignorieren, die gegeben werden, das ist einfach. Jeden Tag aufzuwachen und einfach zu sagen, König David ist schuld. Das ist einfach. Die weitaus schwierigere Methode wäre gewesen, zu sagen, ja, es war eine unglaublich schreckliche Tat und Amnon muss die Konsequenzen davon tragen, natürlich. Aber Amnon, ich vergebe dir für das, was du getan hast. Weil durch die Vergebung, die Absalom hätte aussprechen können, hätte er loslassen können. Die schrecklichsten Taten dieser Welt können durch Vergebung aufgehalten werden. Und an das glaube ich wirklich, weil da kann ich noch so sehr da diese Kette irgendwie probieren, in Gang zu setzen. Ich kann auch ein bisschen fester dran schlagen. Da geht nichts mehr. Weil Vergebung macht etwas. Vergebung eliminiert Hass, eliminiert Wut, kann auch Bitterkeit endgültig eliminieren und kann auch Stolz irgendwann einfach wegmachen. Aber beim Verrat wird es langsam schwierig, weil da bist du schon irgendwo, wo es nicht mehr gut ist. Guck, Absaloms Herz, Absaloms Bitterkeit untergräbt ihn, oder? Da passiert irgendetwas, an diesem Punkt passiert etwas, wo er sich anfängt, Pläne zu schmieden, wie er König David beseitigen kann, weil er weiß es besser. Absaloms Stolz ist das, was ihn schlussendlich zu Fall bringt. Das, was ihn quasi wie zum Tode verurteilt, war sein Stolz. Und sein Herz war böse. Absalom hat all diese Taten nicht selber begangen. Das ist doch ganz wichtig zu wissen. Als Absalom Amnon umgebracht hat, hat er die Brüder Amnon umbringen lassen. Als er das Feld angezündet hat, hat er jemanden das Feld anzünden lassen. Er selber hat sich seine Hände nicht schmutzig gemacht. Aber was schmutzig war, war sein Herz. Auch wenn die Hände rein sind, kann das Herz trotzdem noch böse sein. Und das war bei Absalom der Fall. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du Bitterkeit in deinem Herzen, vielleicht trägst du etwas schon jahrelang mit dir herum und denkst dir, wenn doch nur der andere das und das gemacht hätte, dann würde es mir heute jetzt nicht so gehen. Hätte doch nur da der Richter anders entschieden, hätte da nur einer meiner Freunde anders entschieden, dann würde es mir jetzt besser gehen. Und ich sage dir heute Morgen, guck, es sind nicht andere Personen, die etwas machen, sondern du hast eine Waffe in der Hand, mit der du das hier alles loswerden kannst, mit der du sagen kannst, ich stoppe das. Ich will nicht, dass das weitergeht. Ich will, dass irgendwo was dazwischen ist, was diese Wut, was diesen Hass, was diese Bitterkeit aufhält. Weil sie führt zu etwas, was nicht Gottes Weg ist. Und König David zeigt uns vor, wie das aussieht, in 2 Stellen in dieser ganzen Geschichte. In 2. Samuel 13,39, da steht,
Und David, der sich inzwischen über den Tod Amnos getröstet hatte, war mittlerweile auch nicht mehr zornig auf seinen Sohn Absalom. Er war nicht mehr zornig, er hat es geschafft, weil er Absalom vergeben hat für seine Tat. Deswegen war er nicht mehr zornig und ist er nicht in diese Bitterkeit gefallen. Und die zweite Stelle, die kommt nach Absaloms Tod. Man könnte sich jetzt vorstellen, Absalom macht da den Königsplatz strittig von David. Er möchte David verdrängen, er gibt zu bemerken, dass er es sowieso besser weiß als David und dass er sowieso der bessere König war. Und jetzt stirbt Absalom und David bekommt es mit. Und seine Reaktion im 2. Samuel 19,1 ist: Da wurde der König von seinen Gefühlen überwältigt. Er stieg hinauf in das Zimmer über dem Tor und weinte. Noch im Gehen klagte er: Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch nur an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Und diese Reaktion zeigt alles. Diese Reaktion zeigt, dass David irgendwo den Punkt gemacht hat und gesagt hat: Komm, ich lasse nicht diese Gefühle über mich herrschen, sondern ich lasse das über mich herrschen, was Gott mir beigebracht hat, nämlich die Vergebung. Genauso wie Gott mir vergeben hat damals, möchte ich jetzt meinem Sohn vergeben. Das war der entscheidende Punkt. Und deswegen konnte David so reagieren. Absalom hat diese Reaktion von David nicht verdient. Und trotzdem zeigt er sie. Er zeigt eine Liebe, die bedingungslos ist. Eine Liebe, die stärker ist als alle Taten, die jemals gemacht wurden. Eine Liebe, die eine Kraft hat, die einen Zyklus von Leid, von Trauer, von Tod überwinden kann. Weil David verstanden hat, wenn Gott mir vergibt, dann möchte ich auch lernen zu vergeben. Das ist das, was er gemacht hat. Und er ist durch das über seine Bitterkeit, über seinen Stolz, er ist gar nicht bis dahin gekommen. Er hat früher gesagt: Stopp, hier ist fertig. Da kommt niemand durch. Die Vergebung, die steht auf dem festen Fundament, das Gott mir vergeben hat. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, Gottes Vergebung in deinem Leben anzunehmen. Warum? Genau deswegen. Weil erst wenn du erlebt hast, wie Gott dir vergeben kann, kannst du diese Vergebung auch in deinem Leben leben. Und das ist das, was Jesus uns lehrt. Darum ist es so wichtig, dass wir uns einander vergeben. Und zwar auch die Dinge, die schwer fallen. Auch die Dinge, die unvergebbar erscheinen. Die Liebe, die Gott zu uns hat, die ist größer. Und sobald du diese Liebe angenommen hast, hast du auch die Kraft für diese Vergebung. Lasst uns das Vorbild von David ernst nehmen. Lasst uns diesem Vorbild folgen. Lasst uns den Geist von Absalom nach und nach aus unserem Leben rauskicken, sodass nur noch etwas übrig bleibt, was wirklich Bestand hat und auf einem Fundament steht. Lass uns den Menschen vergeben, die uns in etwas reingebracht haben, wo nur Tod und Zerstörung folgen kann. Und ich meine das ernst heute Morgen, weil es ist immer schön, am Sonntagmorgen in einer Predigt zu sitzen und ein bisschen was für die nächste Woche mitzunehmen, aber das ist etwas. Das hörst du nicht einfach so und dann ist fertig, sondern das bedarf an Handlung. Vergebung ist etwas, was wir lernen müssen. Es gibt auch Dinge, die kannst du nicht einfach so vergeben und es ist okay, sondern es braucht manchmal mehrere Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, um einer Person zu vergeben. Aber mach dich auf den Weg heute Morgen. Wenn du spürst, irgendwo in deinem Herz ist Hass, Wut oder sogar Bitterkeit oder Stolz vorhanden, dann geh jetzt zurück an die Wurzel. Wo ist das entstanden? Und wenn du die Wurzel gefunden hast, dann pack die Vergebung dazwischen, sodass es nicht noch weiter wachsen kann. Wir werden uns im Moment Zeit nehmen, wo du genau über das nachdenken kannst und das festmachen kannst mit Gott.
Und wenn du dabei Hilfe brauchst, wenn du sagst, hey, ich muss das mit jemandem teilen oder ich kann das nicht alleine, dann geh zum Gebetsteam. Wir sind ready für dich. Manchmal müssen wir auch für uns ein Gebet sprechen lassen, damit wir die Kraft haben, um etwas loszulassen, was schon lange mit uns unterwegs ist. Aber heute Morgen ist der Morgen, wo du es loslassen kannst und wo du die Vergebung Gottes in dein Leben reinlassen kannst. Ich bete noch zum Anfang von dieser Zeit und dann steigen wir danach wieder in der Worship ein. Jesus, danke für das, was du uns am Kreuz gezeigt hast. Danke für die Vergebung, die du uns zugesprochen hast und danke für die Geschichten, die uns lernen, dass Vergebung auch in unserem Leben Großes bewirken kann und dass sie eben etwas aufhält, was nur zu Tod führt. Ich bitte dich darum, dass du uns heute Morgen aufzeigst, wo sind die Wurzeln von unserer Bitterkeit, wo sind die Wurzeln von unserem Hass. Dass du uns die aufzeigst und dass du uns die Kraft schenkst, da Vergebung zu sprechen, wo es nötig ist. So dass wir befreit werden können von einer Kettenreaktion, die nur ins Unheil führt. Danke für deine Kraft.